Entschuldigung, Kitty. Oh je, ich bin brisant. Das geht schon den ganzen Morgen so. Das kann höchstens noch schlimmer werden. Es sieht so aus, wie wenn unsere Mutter Wal ihr Baby bekommt. Sieht sie? Dr. Fieberbei, Kitty, ich brauche euch unter Wasser. Es geht Los. Mir los. pressiert. Wissen Sie was, Herr Dr. Fieberbei? Manchmal wünschte ich mir, ich wäre krank. Dann könnte ich den ganzen Tag im Bett liegen und würde nichts als Pause machen, feine Sachen essen und schlafen. Oh, Großmutter Krötli ist auf. Das freut mich. In den letzten Tagen ist es ihr nämlich nicht so gut gegangen. Und der Dr. Krötli hat sie vor lauter Arbeit kaum besuchen. Ja, ich finde es unglaublich, dass sie noch so gut weg ist. Sie hat erst gerade ihren 140. Geburtstag gefeiert. Das ist wahnsinnig alt, auch für eine Schildkröte. Hoffentlich sind wir gleich fertig. Ja, das glaube ich nicht. Es ist der Berto ihr erstes Baby. Und das kann lang gehen. Wir sind da, Dr. Nilpfi. Es war falscher Alarm, tut mir leid. Schwester Kitty! Schwester Kitty! Morgen, Rubina. Was hast du? Oh, Großmutter Kretli, mir geht's gar nicht gut. Ich hänge schon die längste Zeit an und brauche dringend etwas zu trinken, sonst vertröchne ich noch. Ich will einen Tomatensaft. Weisst du was, Rubina? Ich hol dir einen. Mir nimmt's Wunder, wo die Schwester Kitty so lange bleibt. Mich interessieren, unsere Patienten brauchen uns. Hoffentlich haben wir heute keinen Notfall mehr. Das würden wir nie im Leben schaffen. Das tönt aber nach einem Dr. Fieberbei. Macht nichts, wir schaffen das mit links. Danke vielmals, Großmutter Krötli. Wenn Sie mir nicht geholfen hätten, dann wäre ich verdurstet. Du übertreibst, kleine Rubina. Aber ich habe es einen Weg gerne gemacht. Oh, wenn das so weitergeht, dann schlafe ich vor Erschöpfung im Mir Stein. geht's genau gleich. Ich bin todmüde. Was ist passiert, Edis? Das Biest! Das Biest! Der Heinz Horn hat den Hautausschlag. Und er kratzt dich die ganze Zeit. Vor lauter Kratzen kann er nicht mehr trinken, nicht mehr essen und nicht mehr schlafen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Vielleicht hat der Herr Horn eine Allergie? Was ist das, eine Allergie? Wenn man etwas nicht verträgt, dann reagiert die Haut mit einem Ausschlag. Mich biest! Mich biest! Meistens hilft das Salbe. Oder kaltes Wasser. Ein Bad wäre auch gut. Apropos Ich Bad. brauche euch unter Wasser. Es geht los. Schnell, Kitty. Und ihr, Edis, ihr holt Klärli und Arthur. Sie sollen sofort mit der Anti-Allergie-Spezialbehandlung anfangen. Schwester Kitty! Brauchst du etwas, Flora Giraffe? Ich habe so gerne Musik und jetzt sind die Batterie von meinem Walkman abgelaufen. Ich würde mir ja selber ein Lied singen, aber ich bin heiser und bin kränkt Ton raus. Ich kenne ein paar alte Kinderlieder. Ich habe sogar noch eine Schallplatte dazu. Sie ist über 130 Jahre alt. Vielleicht kratzt sie. Tanz, kleine Schildkröte, tanz, kleine Schildkröte, tanz, kleine Schildkröte, das Tänzli mit mir. So schön. Danke vielmals, Großmutter Krötli. Ohne Musik wäre ich sicher auf der Stelle gestorben. Du übertreibst, Flora Giraffe. Aber ich habe es einen Weg gerne gemacht. Hören Sie bitte auf Kratzen, Herr Horn, sonst wird's immer schlimmer. Das tut alles nicht, gar nicht. Der Heinz Horn, der hat aber auch eine dicke Haut. Die ist so rauch wie das rauchste Schmirgelpapier. So rauch ist sie auch wieder nicht. Schwester Kitty! Was ist mit dir los, Edi Esel? Oh, Großmutter Krötli, ich habe furchtbar Schiss. Wieso denn, Edi? Ich werde jetzt gerade gleich operieren. Das weiss ich doch, Edi Esel. Und das ist überhaupt nichts Schlimmes. Ich bin ja jetzt schon ziemlich alt. 140 und in diesen ganzen Jahren habe ich einen Haufen Tiere getroffen, die operiert worden sind. Zum Beispiel ein Giraffe mit einem gebrochenen Hals oder eine Ente mit geknicktem Flügel. Und allen ist es nachher viel besser gegangen.
wirklich. Ja, das beruhigt mich jetzt aber fest. Ich habe schon gemeint, ich müsse vor Kummer sterben. Danke Du vielmals. übertreibst furchtbar, Eddie Esel. Aber ich habe es einen Weg gerne gemacht. Wir haben alles probiert, aber bis jetzt hat nichts geholfen. Ich würde ihn am liebsten heimschicken und alle anderen auch. Ich bin so müde. Also wirklich, Dr. Krötli, wir müssen durchheben. Denken Sie doch an Ihre Großmutter, die ist 140 und mag fast besser als Sie. Nicht einschlafen, Dr. Krötli. Sofort alle unter Wasser. Es geht los. Schwester Kitty, Schwester Kitty. Schwester Kitty. Was wollen ihr jetzt schon wieder? Was magen Sie nicht? Wo sind denn die Schwestern und der Dr. Fieber bei? Wir wissen auch nicht. Seit Stunden war niemand mehr da gewesen und wir haben Hunger und Durst. Das verstehe ich gut. Nur ein kleines Momentli. Schon wieder falschen Alarm. Es tut Jetzt mir stinkt's leid. mir dann. Mir auch. Zum Morgen, zum 9 Uhr. Danke vielmals, Großmutter Krötli. Was würden wir auch machen, wenn wir sie nicht hätten? Ja, das war dann ein strenger Tag heute. Und was haben Sie gemacht? Ich habe gearbeitet wie verrückt. Aber es war einer der glücklichsten Tage von meinem ganzen Leben. Das freut mich für Sie. Wir hatten leider viele Probleme. Und das vom Heinz Horn ist immer noch nicht gelöst. Ja? Was ist denn mit ihm? Ein dunkelroter Hautausschlag und wir bringen ihn nicht weg. Hat er echt Granium gegessen? Bestimmt. Ich wüsste das Rezept für eine Senf-Pfefferminzöl-Tinktur, die fast immer funktioniert bei Graniumallergie. Es ist noch von meiner Mutter. Ich schreibe sie am gescheitsten auf. Das wäre dann lieb. Hoffentlich habe ich an alles gedacht. Clara und der Arthur sollen all das zusammenmischen und am Heinz Tutti ölen. Danke vielmals, Großmutter Krötli. Und jetzt müssen Sie schlafen. Sie sehen müde aus. Das stimmt. Ich bin richtig fest müde. Morgen, Herr Horn. Wie geht's Ihnen? Super! Das Öl hat voll genützt. Nie mehr in sich Granium. Eigentlich wollte ich der Großmutter Krötli Danke sagen. Es tut mir leid, Herr Horn. Großmutter Krötli ist nicht mehr da. Sie ist heute Nacht gestorben. Oh nein! Sie war schon 140-jährig. Sie hat ein langes Leben gehabt. Und gestern ist sie sogar wegen irgendetwas richtig glücklich gewesen. Wie sie sich um alle gekümmert hat. Sie hat den ganzen Tag gearbeitet. Was ist denn das? Ein Foto von der Großmutter Krötli. Mit einer Krankenschwestertracht. Darum also ist sie gestern so glücklich gewesen, weil sie noch mal arbeiten konnte wie früher. Sagen Sie nichts, Dr. Nilpf. Ich schätze, wir werden unter Wasser gebraucht. Gut schnaufen. Und dann pressen, Berta. Ich sehe schon den Kopf vom Baby. Es kommt, Berta. Ein Mädchen. Es sieht gesund aus. Und schwimmt schon wie ein Fisch im Wasser. Lassen wir die beiden allein machen eine Pause. Die haben wir verdient. Also, Kitty, dann geniessen wir jetzt unsere Kaffeepause und hoffen, dass uns kein Notfall mehr stört. Sitzen Sie doch ab. Kaffeepause? Ich brauche doch keine Pause. Ich bin eine Krankenschwester und habe immer etwas zu tun. Mir geht es gar nicht gut, wenn ich faul rumliege. Und jetzt müssen Sie mich entschuldigen, unsere Patienten brauchen mich.